Am meisten stolz auf mich selber. Dass ich jetzt so bin, wie ich bin, dass ich gesund bin, dass ich glücklich bin, dass ich allgemein in einem gesunden Körper stecke, dass ich da oben im Kopf parat bin und dass ich auch ein gutes Wissen habe. Also es ist eigentlich so ein bisschen der Stolz auf mich selber bezogen. So, das Ganze, wo ich durchgemacht habe, wo ich durchgegangen bin, bis zum heutigen Tag, ich glaube, es ist wirklich eigentlich so ein bisschen das. So stolz auf sich selber können sein, finde ich auch sehr wichtig. Am meisten stolz bin ich auf mein Mitgefühl gegenüber anderen Menschen und anderen Lebewesen. Ich bin mega stolz darauf, dass ich mit fast allen Tieren so gut klarkomme. Ich denke, wenn ich mal Stress habe und wirklich keinen Bock auf Menschen habe, dann flüchte ich zu den Tieren oder in die Natur. Und dass die mich immer mit offenen Armen empfangen, das ist etwas mega Schönes, wo ich jetzt in diesem Moment mega stolz drauf bin. Ich würde sagen, meine Entwicklung in den letzten knapp 2 Jahren. Ja, also ich würde mal sagen, von einem perspektivlosen jungen Mann habe ich mich in 2 Jahren sehr weiterentwickelt. Ich würde sagen, das Umfeld hat sehr geholfen damit. Es hat eine Veränderung gebraucht. Aber ich bin stolz, wo ich jetzt bin und was für eine Veränderung ich hinter mir habe. In meiner jetzigen Lebenssituation bin ich stolz auf mich, dass ich so vieles in meinem Leben gerade momentan unter einem Hut packen. Ich versuche, dem Schulstress gerecht zu werden und schaffe das auch. Und auch so, ja, versuche, also ich bin angehende Schauspielerin und will das weiterverfolgen, aber auch als Tänzerin und Musikerin. Und dass ich das alles selber, ohne grosse Hilfe von hinten allein schaffe, finde ich schon, kann ich stolz auf mich sein und auch, dass ich den Mut habe, dass ich mich so vielseitig entfalten darf. Ja. Ich bin, glaube ich, am meisten stolz auf meinen Umkreis, meine Freunde, die einfach einen coolen Anfang von ihrer Karriere machen. Wenn man halt Karriere, wenn man sagt, im Jobleben und so weiter, die einfach eine Idee haben. Weil ich kenne viele, die auch einfach keine Idee haben, was sie machen mit ihrem Leben. Und wenn ich sehe, dass Leute in meinem Umfeld einfach geile Ideen haben und einfach die Sachen umsetzen, die sie machen wollen, dann bin ich schon sehr stolz darauf. Vor allem bin ich sehr stolz darauf, diese Menschen kennengelernt zu haben. Ich bin mega stolz für die Frau, die ich heute bin, weil ich schon einiges erlebt habe und auch durch gewisse Sachen durfte durchgehen. Und ich bin mega stolz, einfach, dass ich mich einfach so entwickelt habe, weil ich hätte das nie gedacht, dass ich heute hier stehe und die verschiedenen Persönlichkeiten in mich entfalten kann oder auch entdeckt habe. Und dass ich halt jetzt wirklich heute kann sagen, so, egal was passiert ist, ich bin froh, dass es passiert ist, weil es hat mich zu dem Menschen gemacht, wo ich heute bin. Ja. Dass ich meinen Traum weitergeführt habe, zu singen und halt auch Songs aufnehmen. Und das macht mich mega stolz, dass ich immer so das gehabt habe und es auch durchgeführt habe. Weil es macht mich halt einfach mega glücklich, das zu machen und halt meine Kreativität auf eine Art und Weise zu repräsentieren, wo ich bin. Dass eigentlich alles gut ist, aktuell. Alles, was ich mache, funktioniert. Ich habe nie nicht, wo ich komplett lost bin, wo es überhaupt nicht funktioniert. Ja, so, ja. Und auf das bin ich eigentlich stolz. Also am meisten stolz bin ich eigentlich, dass ich für mein Alter schon sehr weit bin, zum Beispiel beim Thema Selbstliebe, Selbstfindung und Selbstreflexion. Was viele Menschen, zum Beispiel, sage ich jetzt mal, bös gesagt, in einem höheren Alter, zum Beispiel auch schon Grossmütter sind, zum Beispiel, nicht können und nicht verstehen, was ist Selbstreflexion, warum ist es so wichtig und was ist Selbstliebe, oder?
Aber das liegt natürlich auch an unserer Generation, weil eben über die Themen wird so oft und so schnell und offen geredet, was ich sehr gut finde. Früher waren das Tabuthemen und ich finde, wenn ich jetzt meiner Großmutter erzähle, was Selbstliebe und Selbstreflexion heisst, dann denkt sie sich so, hä, wie hast du das gelernt? Und ich frage mich manchmal auch so, wie habe ich das gelernt? Aber ich denke, durch, dass ich ein Mischling bin irgendwo und auch die türkische Kultur und die Schweizer Kultur kenne, ist es ein klarer Vorteil, dass ich durch das Mischmasch halt, ja, das Gute von der Türkei kann nehmen oder von der türkischen Kultur und das Gute von der Schweiz und das kann zusammenmischen und durch das halt Sachen kann lernen oder sehen, was andere halt vielleicht in dem Moment nicht sehen, weil sie das gar nicht haben, wie ich kann mit diesen zwei Kulturen. Und auch durch den Verlust, es ist immer so, dass harte Schicksalsschläge oder Schicksalsschläge sind ja hart in dem Sinn, dass ja, Sachen lernst, die du eigentlich nie gedacht hast, dass du die lernen kannst irgendwann. Ich würde sagen, das ist etwas, wo ich stolz sein darauf, dass ich auch offen und direkt Sachen ansprechen kann, wenn mich etwas stört und sehr reflektierend bin. Ja. Ich glaube, auf was ich am meisten stolz bin, ist, dass ich mich doch nach all diesen Jahren immer noch mit Musik beschäftige, dass ich immer noch Musik mache. Ich weiss noch, wie ich der 5. Klasse Gitarrenunterricht hatte und ich bin wirklich bis heute der schlechteste Gitarrenschüler von meinem Musiklehrer damals. Er hat mir das vor 2-3 Jahren mal gesagt und ich meine, das ist 10-12 Jahre her jetzt und ich bin tatsächlich der schlechteste Musikschüler, den er je hatte. Und ich hatte keinen Bock darauf, Musik zu machen, bis irgendwann ich dann aus der Musikschule bin, die Gitarre dort in meinem Zimmer im Ecke gesehen habe und gleich weitergemacht habe. Und jetzt ist es eigentlich so ein bisschen die Hauptessenz von meinem Leben, Musik. Also das ist, glaube ich, dort bin ich sehr stolz darauf, dass ich dort nicht aufgehört habe und weitergemacht habe.